In Gerabach bei Mallersdorf tummeln sich keine Edelfische in dem kleinen Weiher, sondern eher verschmähte Flussfische, Weißfisch, wie sie in der nahen kleinen Laber beheimatet sind. Dietmar Viehbrand schätzt auch die. Habe ich als Kind gelernt. Ich bin so ein Nachkriegskind. Und der Vater war Versicherungsvertreter, der ist bloß auf Nacht zum Arbeiten gegangen, aber am Vormittag war er beim Fischen. Und mir hat er oft am Samstag in der Früh aufgeweckt, um 4 Uhr, da sagt der Dietmar, komm, fahren wir zum Fischen. Und eine Gefriertruhe haben wir nicht gehabt. 5 Kinder waren wir. Und dann hat es geheißen, was man angelt, muss man essen, weißt du schon. Ja, und dann haben wir halt gelernt, Rotaugen essen und Schlei und Karpfen. Und das hat der Vater alles mitgebracht. Meine Mutter hat ein schwaches Herz gehabt, die anderen haben dann Geschirr waschen müssen und in der Küche helfen und ich war lieber am Wasser draußen. Das war schon schön. Ja, und das bleibt da halt. Und Dietmar Viehbrand mag sie bis heute, die Weißfisch, die Roteigerl und Rotfedern. Fischeschuppen. Das ist so Fischschuppen. Kann man auch mit Messer machen. Mein Vater hat welche gehabt, so 6 Kronenkorken auf ein Brett genagelt. Und wichtig ist, man tut sich viel leichter, wenn der Fisch nicht ausgenommen ist. Weil dann kann man da unten am Bauch auch schön schuppen. Weil wenn man den vorher ausnimmt, ist das da ein bisschen schwieriger. Und du siehst, wie die Schuppen umeinander fliegen. Das ist also nichts für die Wohnung. Da kommen dann morgen die Schnecken. Dann machen wir einen Schlei. Den brauchen wir jetzt nicht schuppen. Der hat zwar Schuppen, aber die sind ganz kleine Schuppen. Da hat der Vater 3 so Schlei gebracht, kann ich mich als Bub noch erinnern. Kopf weg, ausgenommen. Meine Mutter hat sich in den heißen Wurzelsud reingemacht und sind die rausgekupft. Da kann ich mich nur so erinnern, wie mein Vater da gestanden ist und hat einen Topf zugehalten. Aber das sind bloß Nerven, der Fisch spürt nichts mehr. Das ist eine richtig schöne Größe für Brathering. Geht ja ganz leicht zum Schuppen. So ein Rotaug eignet sich gut zum Einlegen wie Brathering, wenn es nach dem Braten nicht gleich gegessen wird. Wenn meine Mutter die Fischbraten hat mit Butter, die hat die Rotaugen so und die Rotfedern so knusprig braten, dass die Flossen total knusprig waren. Und dann hast du die gegessen wie so Panni-Chips. Die haben richtig gekracht. Das war das Beste vom Fisch. Da sind zwar Gräten drin, aber die werden durch die Hitze werden die so knusprig, die kannst du so essen. Die stattliche Braxe hat Dietmar Viehbrand von einem Donaufischer gekriegt. Eine Braxe wird meist verschmäht, weil sie viele Gräten hat. Dietmar Viehbrand weiß, wie man Braxen und Weißfische schmackhaft zubereitet und lästige Gräten unschädlich macht. Die tun wir jetzt salzen. Zuerst aber werden die Schleien zubereitet. Man sagt in Niederbayern, der Schlei, der ist männlich, ein Karpfenfisch. Die meisten Zutaten für die Zubereitung vom Schlei in einer feinen Kräuter-Senfsauce holt er zusammen mit seiner Frau Silvia bei einem Gang durch den Garten. Dort gibt es für beide das ganze Jahr über viel zu tun. Alle gängigen Kräuter wachsen am Haus. Majoran, der Rosmarin und auch Petersil. Schafgarbe wächst massig. Und das stellen wir halt jetzt ein bisschen so zusammen. Dann wird der Römertopf geschmiert. Wie sagen die Norddeutschen, gibt halt Butter an die Fische. Und das gibt, ja, und da ist eigentlich was Wahres dran. Das schmeckt unwahrscheinlich besser, also viel besser, als wenn du da irgendein anderes Fett rein tust. Der Schlei hat einen leichten Moselgeschmack. Und wenn ich da schön einen Senf oder ein bisschen der Schärfe reinbringe, dann ist der Moselgeschmack ein bisschen weg, der ist dann überdeckt. Wird er geschätzt, der Schlei? Ja, der wird wenig eingesetzt, den gibt es wenig zum Fangen. Der Karpfen ist halt der Renner und der Schlei wird vernachlässigt. Ja. Als Bub haben wir ihn gefangen, aber auch wenig. Du hast 10 Karpfen gefangen und vielleicht einmal einen Schlei. Also er ist wenig verbreitet bei uns. Aber eigentlich war es der bessere Fisch. Besser wie Karpfen, ja. Schaut schon gut aus, gell? Machst halt langsamer und Karpfen kannst herfordern. Und das ist halt, wirtschaftlich ist halt der Karpfen interessanter als wie ein Schlei. Der Fisch muss schwimmen. Also muss man schon was rein tun. Ein bisschen an trockenen Weißwein. Ja, und Lorbeerblätter müssen noch rein und ein paar Pfefferkernel. Ein bisschen Butter oben drauf gestrichen, dass er ein bisschen Farbe kriegt. Ja, dann haben wir es. Der Backofen ist vorgeheizt.
auf 200 Grad. Und da bleibt er jetzt eine knappe halbe Stunde im Ofen. Und bis dahin muss die Frau die Sauce machen. Und dann tun wir die Sauce drüber, nochmal 5 Minuten und dann ist er fertig. Die Frau, die Silvia Viehbrand, macht nicht nur die Sauce, sondern auch das Kartoffelpüree zum Fisch. Jetzt ist auch noch Zeit, was anderes vorzubereiten. Also ich mache jetzt einen Sud für den Braxen. Wird jetzt der Räuchersud zum Fischreihen. Und was nimmst du her? Ja, das sind Senfkernel, Wacholderbeeren, Lorbeerbladel, ein paar kleine Chili. Ja, dann kommt da ein Thymian rein. Ja, Salz braucht man natürlich, das Wichtigste. Und da haben wir jetzt 3 Esslöffel. So, passt. Das müssen wir jetzt 10 Minuten kochen und dann kalt werden lassen. Und es wird dann kalt über den Fisch drüber geschüttet. Aber jetzt muss die Senfsauce für die Schleien fertig werden. Silvia Viehbrand macht erst eine helle Einbring. Gib mal Bratensud. Ja, ich bringe. Mit dem heißen Fischsud aus dem Tontopf wird abgelöscht. Und was kommt noch dazu? Ein Gemüsebrühe, eine Sahne, ein bisschen Zitronensaft, der Senf. So, jetzt tun wir noch mittelscharfen Senf rein. Man kann auch einen scharfen nehmen. Du musst jetzt schicken, dass der Fisch nicht fällt. Ja, das muss ich mitschicken. Aber dann haben wir ja von der schnellen Truppe. Der Fisch ist zum Warmhalten noch mal ins Rohr gekommen. Und? Ist Sauce was geworden? Perfekt. Gut, und dann kommt es über den Fisch und dann machen wir noch das Püree und dann können wir essen. Aha, das schaut schon nach was aus. Jetzt muss der Schlei noch mal 5 Minuten in der Sauce durchziehen im Rohr. Und dann sind auch Kartoffelpüree und Salat fertig. Fürs Püree braucht's kein Mixer. Die Kartoffeln werden nur zerdrückt. Ein bisschen Butter, ein bisschen Milch, Salz, Muskat. Fertig. So wie der Fisch. Oh, schaut doch Du wieder. bist zufrieden. Ich bin zufrieden. Ja. Jetzt können wir zerlegen. Zuerst wird an der Seite entlang der Hauptgräte, also über der Wirbelsäule, vorsichtig durchs Fischfleisch geschnitten. Das ist jetzt Rückenfilet. Und so viel Geräten hat er gar nicht. Nein, der ist nicht so schlimm. Nach dem oberen, dem Rückenfilet, hebt Dietmar Viehbrand den unteren Teil des Fischfleischs ab, das Bauchfilet. Weil es zerlegen heute gut kann, bleiben die Bauchgräten am Gerippe zurück und man muss am Teller nicht mit ihnen kämpfen. Silvia Viehbrand hat zum Fisch neben dem Püree noch einen Tomatensalat frisch aus dem Garten gemacht. Also Gräten hat er nicht viel. Die Sauce ist hervorragend. Gut gemacht. Dankeschön. Er muselt eigentlich gar nicht, gell? Nein. Das ist ja gutes Wasser, da ist nur eine Quelle drauf. Also der kann mit jedem Fisch, mit jedem edlen Fisch Kann der mithalten. konkurrieren. Wo ich von daheim ausgezogen bin, bei uns hat es ja viel Fisch gegeben. Haben wir 2-mal in der Woche. Und haben wir 3, je nachdem, was der Vater gefangen hat. Und wo ich von daheim ausgezogen bin, ich glaube, ich habe 2, 3, 4 Jahre überhaupt keinen Fisch mehr gegessen. Und dann habe ich das Fischen wieder angefangen. Dann ist mir's abgegangen. Und dann bin ich eigentlich zum Fischen gegangen, damit ich eine gute Qualität vom Fisch kriege. Nicht der eine, der schon, was weiß ich, wochenlang auf Eis liegt oder was und recht stinkt und fischelt. Weil wenn du selber angelst, weißt du, was du hast. Du weißt, aus welchem Wasser die sind. Und darum ist es dann natürlich gut, wenn man heimische Fische isst. Weil die sind von da. Die haben kurze Wege. Wenn man einen Angler kennt, dann kriegt man vielleicht auch einen Fisch. Schon guten Fisch gießen. Nach dem Essen holt Dietmar Viehbrand aus dem Nebengebäude den Sud für die Braxe, die geräuchert wird. Der Topf steht dicht an dicht im Kühlschrank mit Einmachgläsern, in denen er Gemüse, Kräuter und anderes fermentiert. Da ist er Spezialist.